Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet, wo auch immer ihr den Podcast hört. Genau. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wo er überall verfügbar ist. Haben wir noch eine schöne Schleichwerbung können einbauen. Ja, und nochmal, er ist überall auf allen Plattformen verfügbar. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Soundcloud, glaube ich auch. Auf überall, wo ich einen Podcast höre. Aber natürlich, Favorit ist und bleibt Spotify. Und wenn ihr ihn irgendwo nicht findet, meldet euch. Aber ja, voll. Dann könnt ihr ihn eh nicht hören. Eigentlich. Aber gleich, wenn ihr es gleich irgendwie mitbekommt, meldet euch. Genau. Hey, und damit herzlich willkommen in der 14. Episode. Ja, geil. Krass, Mann. Geil. Jetzt haben wir ein halbes Jahr haben wir schon hinter uns. He? Ein halbes Jahr haben wir schon hinter uns. Krass. Schon mehr als ein halbes Jahr. Wann haben wir im Dezember angefangen? Im Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Scheiße, wir haben 6 Monate Jubiläum verpasst. Und darum tun wir doch jetzt mal ein Bier auf, wie wir das jetzt stark. Hey, der Oli hat hier Bier mitgebracht. Selber braut's. Genau, noch von seinem Hochsee. Oh, das Glas noch. Hey, ich hoffe, ich bringe das irgendwie gescheit her, um das alles einschenken. Da. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe, es ist nicht wie Champagner. Ja, und sonst halt einfach gerade ins Maul nehmen. Ich habe einen Teppich drunter. Nein, ich spritze für, ich spritze immer. Ja, genau! Der Also, Vorhang, kannst du im Vorhang spritzen? Ja, du Grusige. Also, Grüssel. Hauen wir rein. Sauber. Geile Farbe. Geil, Mann. Herrlich. In den Cleveland Devils. Cleveland Indians Gläser. Ja, also heute gibt es Basotti Birra aus dem Keller von meinem Schwiegervater Brot. In den Gläsern vom Cousin von meiner zukünftigen Trunken. Geil. Hey, Oli, cheers. cheers. Ja, soll gelten. Bier und Frauen stoßen wir unten an, haben wir mal einer gesagt. Ah nein. Und? Was sagst du? Ist fein. Ich habe vorher gerade noch so Schoki gegessen. Ja, passt perfekt. Ja, es passt auch. Aber es ist schön fein, sanft irgendwie, dunkt es mir. Ja. So. Fein im Geschmack. Ja, es ist auch so, schon so das Red Ale. Mhm. Aber das Beste, eigentlich heisst es Bürobier. 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 Aber ich finde das Geilste, eben wir haben noch das Weizen, das wir einmal auch noch machen, aber das finde ich das Beste. Nein, es ist fein. Aber im Fall, wenn du ein paar von denen getrunken hast, hast du auch gegessen, dann musst du nicht mehr. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Jo, und wenn wir schon beim Thema Bier sind, Hey, genau. Die Reaktionen. wir haben wirklich eine geile Nachricht bekommen. Oder Ja. einfach mal eine Idee, wo wir Ja, gefunden mega, haben, hey, das mega. wollen wir euch weitergeben. Und zwar, Ja, ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hat geschrieben, ich glaube auf Spotify, oder? Ah nein, auf Insta. Nein, Auf Insta war auf es. Insta. Hat einer geschrieben, ob wir nicht wollen, ein Spendenkonto aufmachen, dass wir mit dem Geld, das auf dem Spendenkonto ist, lokale, kleine Brauereien können unterstützen und ihr Bier konsumieren. Und dann jeweils ein Feedback geben zu dem Bier, wie uns das geschmeckt hat, was uns geschmeckt hat und. Finde ich eigentlich noch eine geile Idee, aber ich glaube, der hat wahrscheinlich das Gefühl, wir sind Alkoholiker. Nein, aber ja, wenn man das machen kann. Die Frage ist immer, wir müssen das schon noch intern besprechen, wie wir das machen. Das Konto eröffnen ist immer so eine Sache. Ja, aber ich glaube, wenn wir ein PayPal-Konto machen würden, ja mal irgendwie musst du können Weißt du was, wir lösen das noch intern, aber wir machen jetzt schon mal eine Umfrage auf Spotify, könnt doch abstimmen, ob ihr würdet regelmäßig einen Betrag einzahlen, dass wir da könnten ein paar Bier einkaufen. Keine Angst, es wird kein Bier-Podcast. Nein, wir wechseln ganz sicher nicht auf Bier. Aber wäre natürlich schon nice, wenn wir da einmal ein Bier könnten auftun. Ja, das wäre schon geil, ja. Okay, und dann haben wir schon mal den ersten Punkt abgehakt. Umfrage Spendenkonto. Das klingt so, wie wenn wir am Betteln wären. Ja, es Also, soll kein Battle-Konto nein, sein, ja, aber ich auf, habe die wir Idee, mögen uns- Idee noch mega lustig gefunden. Komm, wir machen doch ein Konto, machen doch ein Konto, wo Ja, wir können das Bier Ja, ich damit finde es geil. leisten. Also wir mögen uns das Bier immer noch selber leisten. Also ich habe extra noch eine Dose Moretti abgenommen. Nein, ich habe kein Problem mit Alkohol. Ja, von dem her. Ja, cool. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Ja, Gewinnspiel von Ja. der letzten Episode, wo Genau. der Roni Kamenisch bei uns auf Besuch war. soll ich mal ihm aufschellen? Komm, wir läuten ihm doch gerade an.
Combox. Ja, der Ron ist Wenn wir dran. ihm etwas- Wie geht's dir so? Komm, ich rede etwas drauf. Das wäre meine Combox, aber kannst gerne etwas drauf reden. Moin. Hey Ronny, was läuft mit dir? Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday! Wir sind das Gewinnspiel am Verlosen. Willst du auch ein bisschen mitmachen? Wäre noch cool. Leute dich zurück. Bist live im Podcast. Thank you. Ciao. Gut, ja, hey, ihr habt es gehört, der Ronny ist leider nicht erreichbar. Wir haben ihm aber eine schöne Nachricht auf Combox hinterlassen. Ja, voll. Mega Ja, schade. Ronny, wo bist du auch gewesen? Gell? Sag's nicht. Eigentlich haben wir ja eigentlich den Ronny wollen die Verlosung machen, aber c'est la vie, it is what it is. Ja, Hat einer mal und ihr gesagt. wollt ja unbedingt wissen, wer Gewinner sind vom letzten Gewinnspiel. Genau. Und es wäre ja schade, wenn wir das nicht würden machen in dieser Episode. Ja, richtig, absolut. Ja, Ja, gut. dann, Hey, vielen Dank für die mitgemacht haben. Es haben absolut. ganz viele Kommentare und auch schöne Kommentare kommentiert. Hey, es hat uns Mega. mega gefreut, dass ihr so fleissig unseren Podcast hört, dass ihr so interessiert sind, auch am Podcast mit dem Ronny und ihr unbedingt die Stucki-Produkte haben wollt. Ja, voll. Wir haben da uns ein bisschen Gedanken gemacht. Also, wir haben Kommentare angeschaut. Natürlich, wir haben alle gelesen, das muss man schon sagen, wir haben alle Ja, gelesen. genau. Und es ist verdammt schwierig, immer dort jemanden rauszuholen, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Ich finde das Ja. schon nicht einfach, zu sagen, hey, der ist besser als der andere oder so. Es ist einfach... Absolut. Die uns gecatcht haben, die nehmen wir. Genau, schlussendlich haben wir, oder habe ich einen Screenshot gemacht von denen, die uns angemacht haben. Darum verlese auch ich die Kommentare. Wohlverstanden, gell? Wir haben jeden Kommentar müssen wir immer veröffentlichen. Das heisst, wir müssen immer auf den blauen Haken drücken, dass der öffentlich wird. Weil, wenn es mal ein Shitstorm ist oder so, dann können wir ihn auch nicht veröffentlichen. Haben wir die Option. Aber somit müssen wir jeden Kommentar eigentlich zwungenermassen lesen. Und wir haben das eigentlich relativ gleich gefunden mit diesen drei. Ja. Obwohl die Entscheidung eigentlich nicht so eindeutig war. Es hat wirklich ein paar gute dabei gehabt. Ja, sehr gut. Also, Ja, und ich hoffe, tut mir wir auch haben, leid für die jetzt da Hey, nichts können abstauben können. Es absolut. ist halt einfach ein Gewinnspiel. Genau. Aber auf jeden Fall, auch von meiner Seite her, besten Dank fürs Mitmachen. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, mit welchem wollen wir anfangen? Mit dem Forellen. Der Kommentar ist: Mein Göttibub neuselt einmal neugierig in der Box, wo noch in meinem alten Kinderzimmer geblieben ist. Wäre geil, wenn er in seinem Zimmer eine neue Köderbox hätte und bestens vorbereitet wäre fürs Weggital mit dem Götti. Mega herziger Kommentar. Der Kommentar ist von Stefan Kühne und ich würde sagen, ja, gratuliere zu der Forellenbox. Oder Voll. zum Forellen-Set, wie man auch will sagen. Wir sind mega gespannt darauf, wie dein Götti-Bub reagiert auf Hey. die neue Box. Voll, absolut. Und schick uns doch ein Foto von dem Kinderzimmer. Muss ja nicht von ihm, aber auch vom Kinderzimmer, wie die Box drinnen steht. Und natürlich auch vom Fang, selbstverständlich. Ja, das wäre mega cool. Wir haben zuerst den Hecht. Also, der Kommentar zum Hecht. Hallo zusammen. Wisst ihr das schon? Hallo zusammen. Ist eine coole Folge gewesen. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Bastard Pike von Stucki Thun gekauft. Das wird der Ronny freuen. Natürlich. Ein paar neue Köder würden noch, in Anführungszeichen, nice sein an dieser geilen Hechtroute. Lieber Gruß, Jamie, 11-jährig. Cool, Jamie, herzliche Gratulation zu dem Hechtset, würde ich sagen. Ja, voll, ich finde, es ist doch passend zu der, wie heisst sie? Bastard Pike. Richtig? Ja, Bastard Pike, genau. Bastard Pike. Ich hoffe, du fangst deine ersten Absolut. Meterhecht. Absolut. Und vor allem, so können wir auch an einem jungen Bursch eine riesen Freude machen. Finde ich mega cool. Ja, ich hoffe, du hörst auch diese Folge wieder. Und ja, würde mich freuen. Dann würde wir sagen, kommen wir schon zum letzten. Das finde ich ganz einen coolen Kommentar. Und zwar ist der Kommentar wie folgt. Wieder ein mega Folge gewesen. Ich würde gerne das Egli-Paket gewinnen für meinen Papi, um ihm mal die ganzen Köder, die er mir gekauft hat, und die ganzen Reisen und Patente und so weiter zurückzugeben. Lieber Gruß und Petri Heil, Livio. Finde ich ganz coole Geste, Livio. Mega. Ich hoffe, das Paket geht dann auch zu deinem Papi. Aber herzliche Gratulation natürlich zu dem Egli-Paket. Ja, Livio, ich finde auch mega cooler Kommentar, mega schöne Geste für deinen Papi. So soll es doch sein, es gern das Nähen in einer Beziehung. Absolut, absolut. Und es ist immer cool, wenn die Eltern das Kind zum Fischen bringen. Voll.
Und an dieser Stelle, allen denen, die nichts gewonnen haben, hey, ja, tönt ein bisschen blöd, aber mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, es wird wieder einmal Nein, Spiel geben auf unserem Kanal. definitiv, da sind wir überzeugt. Das nächste haben wir, glaube ich, schon fast in der Pipeline. Genau. Ja. Aber da verraten wir noch nicht mehr drüber. Der Nico wird die Paketli in der nächsten Zeit dann verschicken. Genau, richtig. Lasst uns noch die Adresse durch auf @fischverrückt auf Instagram, so dass wir die Pakete eigentlich ziemlich zügig können loswerden. Und wenn ihr einen Instagram-Post macht, immer schön Fischverrückt, Nico Kurmann und Fishingbär verlinken. Richtig, exakt. Und vor allem bei den Stucki-Paketen noch Stucki Thun verlinken. Weil die sind gesponsert von Stucki Thun. An dieser Stelle Ronny auch ganz einen herzlichen Dank. Schade, hat er das Telefon nicht abgenommen, aber danke dir vielmals, Ronny. Mega geil. Ich finde es Hammerpaket. Ich kann all davon abfilmen und Content erstellen. Mega cool. Also die Sachen, die da drin sind. Top. Ja, also da könnt ihr euch riesig freuen. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Das ist einfach so ein Happy Beat. Voll, das ist voll geil. Ja, voll. Ja, hey, wären wir da? Soll ich das mal anfangen? Ja, Also gut. Oder hast du wollen? Nein, du darfst mal. Wir können das erst ein paar Bier machen. Nein, ich glaube, die letzten paar Mal angefangen. Nein, letztes Mal hat Ronny angefangen. Ah ja, stimmt. Ladies first. Egal. Merci, Alter, für die Schönheit. Ah nein, müsstest du anfangen. Ist ja gleich. Gut. Also komm. Ja, hey, meine Woche war eigentlich mega cool gewesen. Ich bin beim Kili aushelfen, der Angelshop. Ich bin dort im Laden gestanden. Wir haben das gleiche Shopsystem und habe dort ein bisschen Produkte gepflegt für ihn, zusammen mit seiner Mami. Und es ist mega schön zu sehen, er hat mega viel Hilfe von den Leuten. Ja. Da bin ich noch besucht im Spital, und, also in der Reha-Klinik, wo er ist. Ich bin irgendwie um 2 bin ich dort gewesen, circa, und dann war nur einer dort gewesen, der Adi, ein Kollege von ihm. Und dann sind wir raus. Es ist, ich glaube, keine halbe Stunde gegangen, sind die nächsten 2 gekommen, dann ist nochmal jemand gekommen, und schlussendlich sind irgendwie, keine Ahnung, 8 Nasen dort gewesen. Und dann habe ich gedacht, weißt du, Kili, ich hau's wieder, komm. Ich komme dann irgendwann mal wieder, wenn du mal ein bisschen weniger Besuch hast. Aber mega schön. Und darfst du schon sagen, wie es ihm geht oder wie der Stand ist? Hey, ich habe gestern, also am 2. Juli, mit ihm telefoniert und er kann das linke Bein wieder bewegen. Die linke Seite war ja gelähmt gewesen, hat er nicht können bewegen. Jetzt mittlerweile kann er das linke Bein bewegen, er macht riesen Fortschritt. Ja, hat auch am Wochenende mal heim können und ist jetzt aber wieder dort, weil er jetzt halt einfach die ganze Betreuung hat, was auch absolut sinnvoll ist. Nein, er macht mega Fortschritt und ja, ich glaube, im Verhältnis, sage ich jetzt einmal, geht es ihm, glaube ich, gut. Also, er kämpft richtig, merkst du, er will, und finde ich mega cool. Es ist ja mega schön, wie sich die Leute um ihn kümmern. Es schaut einfach jeder, dass er irgendwie ihm helfen kann und dass er für ihn da sein kann. Und ja, es ist mega schön zu sehen. Komm, wir machen etwas Geiles. Ich habe gerade eine Idee, Sponti. Schickt alle an deinen Angelshop Instagram-Kanal ein blaues Herz. Blau für den Fischverrückt-Kanal. Also den weißen Kili. Yeah. Alle, die ein blaues Herz schicken, sind aus der Community von Fischverrückt und wünschen doch gute Besserung. Ja, geil. Herz. Und Kili, du hörst ja den Podcast auch, weil als ich bei dir im Laden war, ist ein feinster Podcast von Fischverrückt gelaufen und ich dachte, irgendwie kenne ich doch das. Weil wir haben über seinen Spotify-Account im Laden Musik gehört. Kili, hey, schick mal, wie viel Herz das du bekommst. Es nimmt mich selber auch Wunder. Es nimmt mich mega Wunder. Also ich darf jetzt gerne auch per Instagram ihm schicken oder in die Story und ihn markieren oder was auch immer. Es nimmt mich mega Wunder. Das ist, finde ich, eine coole Idee. Viel blaue Herz für den Kili. Ja, finde ich eine ganz coole Idee. Jo, dann bin ich fischen am Greifensee. Und? Ja, es war gut gewesen. Ich war ein bisschen später dort gewesen. Ich bin um 6 Uhr angekommen. Und da sind wir schön... Am Morgen? Nein, am Sonntagabend war das gewesen. Hey, irgendwie keine Ahnung, was war es? 10, Viertel ab 10, der erste Hechten drauf gehabt. Vorher keine Welle. Aber dafür abgemetert. Glatt 1 Meter gehabt. Merci. Und ganz ein geiler... Aber auf live? Ja, auf live, ja. Und ganz einen geilen Hintergrund hat es vom Wetter her. Weißt du, so mit den Wolken und so, da hat die Sonne noch durchgedrückt auf dieser Seite. Er hat richtig geil ausgesehen. So wie wenn der Himmel so am Brennen wäre. Mega geil. Schön, stark. Wir haben auch ein paar Biss noch am Ufer zu. Wir sind dann auch hier ans Ufer zu rühren. Der Maxl hat noch, also der Big One Fishing, hat noch einen drauf gehabt auf Dart Chick und irgendwie so einen
es ist glaube ich 2 Inch Köder, so 5 Zentimeter umeinander. So hat er auch noch einen Hecht drauf gehabt, aber nicht rausgebracht, also beziehungsweise hat er nicht richtig angeschlagen auf die Route, weil er halt einfach kein Stahlvorfach vorgeschaltet hat, natürlich. Kann ich irgendwo verstehen. Ich habe auf der Sakura Spintail habe ich noch 2 Biss gehabt. Aber nein, leider auch nicht hängen geblieben. Aber wären wahrscheinlich eher so 50er, 60er gewesen sein. Habe ich das Gefühl. Ja. Von aber dem her, immerhin, hey, Meterfisch. hey, mega cool, abgemetert, Hecht gefangen, Hecht Kontakt sonst noch gehabt. Nein, mega cool gewesen, also wirklich, ja. Stark. Und weißt du, wo ich Biss gehabt? Nein. Die 2 auf der Sakura. Dort, wo wir gross gegen klein gemacht haben. Mhm. Und ich auch dort Biss gehabt habe, am gleichen Ort. Ich weiss jetzt nicht mehr, wo du bist. Unterhalb vom Bötlihafen dort, vom Segelhafen, Silberstern. Ah, siehst du? Ja. Gesagt, guter Spot. Ja, wirklich guter Spot. Genau. Ja, Purge Pro ist gestartet. Voll. Habe ich natürlich auch ein bisschen verfolgen. Hast du schon gesehen? Ja, das habe ich eben bei den News drin, darum habe ich nicht gesehen, dass du das auch hast. Ah, du hast es bei den News. Ja, wir können bei den News drüber reden. Also gut, komm. Das ist für mich absolut okay. Hey, und dann, ich habe noch aufgeschrieben, meine Woche, deine Woche, Werbespots YPC. Hey, ich möchte von euch gerne wissen, welches findet ihr vom YPC Boat der schlechteste Werbespot? Nebst dem, ich muss sagen, habe ich jetzt schon einige Gespräche gehabt und ich bin im Fall nicht der Einzige, der YPC Boat verleidet. Echt? Ja, weil es einfach Okay. statisch, langweilig immer das Gleiche ist. Ja. Ich finde es geil. Jetzt am Sonntag ist ja noch die erste Finalfolge rausgekommen. Also nicht der Sonntag, wo ihr jetzt hier den Podcast hört, sondern eine Woche vorher. Und dort haben sie ein bisschen geändert mit den Teams. Es sind, glaube ich, 8 oder 10 Teams im Finale. Irgendwie so. Ein Sieg voll. Ich kann dir nicht helfen, weil ich habe Ja, auch ist okay. Aber ich finde es wirklich noch cool so. Hey, und übrigens, Fox Rage, schaust du ihn noch an? Nein, Wahrscheinlich nicht, nein, ja. weil Okay. jetzt läuft Purge Pro, das finde Okay, ich 10-mal gut. interessanter. Fox Rage hat irgendwie, glaube 250er und einen 52er Barsch in der Wertung. In Boah, 3 stark. Stunden. Oder ein 48er, ein 50er und ein 52er. So, hey, brutal. Brutal. Also wirklich gerade abgeräumt. Ja, bin gespannt, wie es dort rauskommt. Der Fönz ist auch dabei. Die haben bis jetzt noch keinen Fisch gefangen. Mega schade. Haben einen verloren. Aber du, mal gucken, wie das noch kommt. Haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Ja, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Woche gewesen. Hey, bei mir ist so, ich bin unterdessen zweimal fischen, wieder am Zürichsee mit dem Dima. Ist halt jetzt einfach geil, hat er ein Boot mit Motor und du kannst rausfahren. Ja, Barsch ist machbar, aber die Viecher sind hure bissig. Ich weiss nicht, wie es... Bissig oder zickig? Bissig und zickig. Also zugleich einen Tag kannst du Sternstunden haben und am nächsten Tag findest du es nicht mehr. Wirklich? Hey, ein Spot, wo wir fast 40er haben und nachher am nächsten Tag ist es einfach nicht mehr dort, Ja. weil einfach die Wettergegebenheiten sich so verändern. Und ich wollte mich mal fragen, wie das bei uns so aussieht. Hey, das Wetter, es regt mich so auf. Eben, du findest einen geilen Spot, sie sind voll dort, voll Beetfisch, voll aktiv. Am nächsten Tag sieht es wieder anders aus. Und Ja, das ist mühsam. So mühsam zur Zeit. Aber ich habe mir jetzt im Fall gewöhnt, so Barsch ab 30 plus mitzunehmen. Und ich habe mir so Egli-Knusperli gemacht, so richtig geil. Und auch meine Katze hat es richtig geil gefunden. Die kommt immer manchmal so ein bisschen über, ein bisschen frischer Fisch. Und Aber ich hoffe jetzt einfach, du fischst nicht für die Katze. Nein, ich fische nicht für Katze, ich fische für die eigene Pfanne. Und bin ich voll auf den Geschmack noch zum Egli-Knusperli machen. Macht mir irgendwie voll Spass. Dann war bei mir das 1000 Abonnenten Gewinnspiel. Mega cool für die dort mitgemacht haben. Ich habe endlich, oder nein, nicht endlich, oder ich habe einfach die 1000 Follower auf Insta knacken. Ja, yeah, gratuliere, ganz Thank geil. you. Ganz geil. Dann habe ich noch, genau, ein Video endlich geschafft, fertig zu schreiben. Mit dem Siro zusammen sind wir fliegen fischen. Ich glaube, das habe ich schon mal angeteasert. Es ist der Donnerstag rausgekommen. Ihr könnt es jetzt noch anschauen, die es noch nicht gemacht haben. Dann hat Bumblebee mich wieder angeschrieben. Da habe ich, glaube schon mal erzählt im Podcast, dass die ein Paket geschickt haben. Mit Shirt, mit Cap, mit Chatterbaits und ein paar Gummifisch. Ja, ich glaube, von denen hast du doch letztes Mal noch eine Story Genau, ich habe einen Story-Post gemacht. Ja, genau. Unterdessen haben, glaube ich, weitere paar Päckchen bekommen von der Szene, so, was ich gesehen habe. Ja, Bröstchen, gell? Mal das richtiges Bier, das Moretti. Aber, was jetzt geil ist, er hat mich angeschrieben und gesagt, hey, für Chatterbaits, er will da noch etwas machen.
was bei uns so in der Schweiz gerade aktuell ist. Und wir sind jetzt dran, oder er ist dran, am Egli Chatterbait machen, also ein bisschen kleiner. Weil die er gemacht hat, das sind eher so, würde ich sagen, für Hecht. Nicht für unsere Egli gedacht. Und jetzt kommt da eine kleinere Grösse raus. So 5 bis 7 Gramm irgendwo. Dort bewegen wir uns. Hey, ich wollte jetzt gerade sagen, Egli Chatterbaits. Die es gibt, zum Beispiel von Zeck. Oder ich glaube, Westin hat auch noch etwas. Oder Fox. Ja, aber die sind ja meistens jetzt zwar ein kleiner Haken, aber sind meistens auch putzenleicht. Der Fisch ist irgendwo 3,5, 4 Gramm, vielleicht 5 Gramm. Wieso kann man nicht ein Chatterbait, ein Egli Chatterbait machen mit irgendwie 10 oder 12 Gramm? Weißt du, das sind auch die Leute können werfen, die nicht mit Kinostäbchen werfen. Ja, wohlverstanden. Ja. Und da einfach einen kleinen Haken dran. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der von Checkall, der Dera Break, so gemacht ist im Fall. Er sollte vielleicht noch erschwinglich sein, auch für die normalen Leute, die Familie haben und vielleicht nicht so Hochverdiener sind wie andere in diesem Podcast. Du verdienst ja viel mehr wie ich und ich kaufe gleich. Wir können gerne Zahlen offen lassen. Okay. Also, dann gehen wir weiter. Weitere Dinge, wo ich dran bin, ist mit Fischen. Die wollen, wie heisst er? Ebichat Valley Hill. Ich weiß nicht, ob der das etwas sagt. Das ja, ist so ein Fischen, nicht ja. Fischen. Nein, heisst er Fischen, wie auch immer. Wie heisst der? So ein Shop von, keine Ahnung, wie der heisst. Irgendwo in der Ostschweiz raus? Genau, ja, das ist Fischen. Genau, er bringt so einen richtig geilen, eben von Valley Hill. Das ist so ein Krebs oder, ja, sagen wir Krebs. Imitat, richtig geil. Und jetzt sind wir auch noch dran, noch ein paar andere Farben zum in die Schweiz holen von Japan. Richtig, okay, kommt irgendwie richtig etwas Geiles. Ja, voll cool, dass ich so anfrage. Hakan heisst der, oder? Ja, könnte sein. Ja, mal, das ist Fischen, genau. Jo, das war so ein bisschen meine Woche gewesen. Ich bin, ja, ein paar Mal am Wasser gewesen und ein paar Mal in Kontakt mit anderen Leuten. Ja, geil. Cool. Hey, weißt du was? Jetzt kommt mir gerade noch etwas in den Sinn. Jo. Schauen wir nachher an. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Und zwar Infos aus der Szene. Ja, wir haben das letzte Mal so viel falsch gesagt. Zum Glück hast du noch ein bisschen rausschneiden. Ich habe es ein bisschen ja. Aber jetzt haben wir es 3-mal gesagt, jetzt wissen es hoffentlich alle, dass es drinnen lag. Ja, voll. Geil. Jo, hey, die kannst du gerne anfangen. Soll ich anfangen? Ja. Hey, für die es noch nicht mitbekommen haben, es hat einen neuen Brand in der Fischerkleidung gegeben. Und zwar Hooked Fishing Wear. Ist auf Insta @hookedfishingwear. Ist der Pado, das ist der auch meine Tacklebox hat. Mit ihm zusammen machen wir den Adventskalender jeweils. Er hat da sein Zeug ein bisschen umsetzen und hat jetzt mal ein Cap, ein T-Shirt und ein Pulli gemacht. Mega cool. Soviel ich von ihm weiss, wird er sicher noch mehr folgen. Unter anderem gewisse Accessoires noch. Ich weiss nicht, ob ich da, was ich alles sagen darf. Auf jeden Fall Accessoires und alles drum und dran. Ja, wo einfach vorzu wird kommen. Mega cool. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Habe ich mir auch schon mal überlegt. Wir haben mal von Majorfish aus etwas machen, aber nur im Accessoire-Bereich unter dem Namen Project 11. Haben wir dann gleich nicht gemacht. Von dem her, ja, finde ich es noch sauber. Ja, wird Zeit, dass mal in der Schweiz irgendjemand so etwas in Angriff nimmt. Ja, voll. Ich finde auch. Und ich finde es so cool, hat noch ein cooles Logo auch, cooles Design. Wird sicher auch bald bei mir im Shop verfügbar sein, auf majorfish.ch. Von dem her, wow. Nimmt mich Wunder, wie es bei euch ankommt. Habt ihr schon etwas gehört von dem oder habt ihr schon mal reingeschaut oder habt ihr noch gar nicht gehört? Hooked Fishing Wear. Unter mytacklebox.ch ist es bereits verfügbar. Genau, dann haben wir noch einen Beitrag bekommen, oder es ist ein Beitrag ausgestrahlt worden auf SRF vom Live-Sonar. Hast du den gesehen, Oli? Hast du ihn geschaut? Okay, weil er hat ihn im V-Transfer geschickt, der Kollege. Also ja, der Pascal hat er, glaube ich, geheißen. Geht vorwiegend um Genf. Hat irgend so einen Genfer, Arno hat der geheißen, auch Arno, wie? Zuerst hat ich der Arno Pesca. Da Arno Ticino Pesca. Ticino Pesca. Genau. Ist es aber, glaube ich, nicht gewesen. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Auf jeden Fall hat er schön einen Hecht können landen dort. Und da sind natürlich sofort Gegenstimmen darauf ab, dass man die Fische sieht und dass kein Fischen mehr sei. Und ja, irgendwie ein bisschen sehr unausgeglichen hat es mit gedacht. Aber ja, hey, ich schaue, dass ich sonst mal den Link oder so kann teilen. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, könnt auch gerne kommentieren, was ihr von dem Beitrag haltet. Überhaupt kein Problem.
Wir tun den Link in die Shownotes. Ich hoffe, Ja, wir mal denken dran. Wirklich, wir sind ein bisschen schlampig in dem, Nico, soll ich dir sagen. Abartig. Was habe ich letztes Mal? Als Video vom Dustin, genau. Ja. Ich habe es unterdessen gefunden, weil ich es nicht gewusst habe. Aber wir probieren, wenn wir so Zeug auch sagen, dass wir es wirklich auch in die Shownotes tun. Ja, voll. Genau. Hey, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich bin schon wieder zu weit unten. Ja, genau. Zuerst noch geschwind das Update vom Kili, vom Laden. Wir haben zwar über den Kili schon geredet vorher, aber das Update vom Laden, es hängt ein Zettel dort. Sie schauen, dass sie am Samstag jeweils offen haben. Also wenn ihr irgendwie einen Tackle braucht, tut sie am Zettel hin, hey, am Samstag ist der Laden offen. Und dann ja, könnt ihr dort am Samstag alles Zeug bestellen, das ihr euch im Online-Shop auf die Seite gepickt habt oder sogar schon vorbestellt habt zum Abholen. Ja, von dem her könnt ihr weiterhin zuschlagen. Es ist sicher immer jemand dort, der sich auskennt am Samstag. Wenn nicht zwei Nasen. Letztes Mal war der Jörg dort, Jörg Schreiber und noch irgendjemand, ich weiss nicht mehr wer. Schande, shame on me. Ja, auf jeden Fall haben wir sicher eine gute Beratung. Genau. Cool. Und dann habe ich mich gefragt, Bullseye hat ja so Werbung gemacht für den Lamelli. Ja, und das hat ja geheißen, er ist bald für die Shops verfügbar. Wo kann man den kaufen? Also wenn ihr da draussen irgendwie wisst, wo man den überkommt, ich würde ihn gerne mal kaufen, ich würde ihn gerne mal testen. Er macht mich jetzt nicht besonders an, aber muss ja nichts heissen. Würde ihn gleich gerne mal testen, mal ein bisschen fischen, mal schauen, ob da überhaupt ob das wirklich so ein Wunderköder ist. Hast du mal bei Bullseye geschaut auf der Homepage, wenn der Ja, ich habe es im Google eingegeben. Ich bin ein klassischer Google-Mensch. Ja, und es ist nichts gekommen. Okay. Es ist nichts gekommen. Ich habe auch auf fischen.ch geschaut. Ja. Fischen.ch, wo ja eigentlich sehr gross ist und eigentlich die Neuheiten hat. Der GoFish hat ihn auch vorbestellt, hat aber auch noch nichts in seinem Shop. Also von dem, ich weiss nicht, ob die noch nicht liefern können oder ob dort irgendein Problem besteht, also keine Ahnung, aber ist noch nicht verfügbar. Ich habe mich gefragt, hat denn schon irgendjemand von euch da draussen, der den Podcast hört? Wenn ja, haut mal ein Foto raus, ein Video vom Laufverhalten oder so, würde mich recht wundern. Und gebt mal Bescheid, wo man den überhaupt bekommt. Ja, in dem Fall ist er noch nicht verfügbar. Aber habe ich das nicht vor 2 Podcasts gesagt, dass er eigentlich für Shops verfügbar ist? Ich habe es gemeint. Okay, spannend. Aber Hat's- vielleicht es hat hat's es eben wirklich irgendein Problem. Ja, es hat eben mal geheißen, es sei verfügbar, aber ja. Okay, gut. Ja, von dem her, that's it. Oli, ich übergebe dir das Wort. Hey, ja, bei mir dreht sich alles, fast viel ums Wetter. Also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, hey, was ist das für ein Sommer? Ich meine, wir haben jetzt Juli und es fühlt sich an wie, weiß auch nicht, April. Ja, heute haben wir wieder irgendwie, keine Ahnung, knappe 20 Grad Hey, oder die so. Temperaturen gehen rauf, runter, links, rechts, man weiss es nicht mehr. Muss man zum Fischen noch Winterkleidung dabei haben oder Ja. doch 50 Oder plus doch Sonnencreme? Muckenspray und Sonnencreme. Genau, ja. ja. Und das hat sich auch ein bisschen im Tessin bemerkbar gemacht. Also im Tessin haben sie mega viel Erdrutsch gehabt und Überschwemmungen. Also Valle Maccia, Valle La Vizzara, Valle Bavona, alles nicht mehr befischbar. Ja. Auch die dort wohnen, die Leute, haben zum Teil müssen evakuiert werden. Man hat, glaube schon einige, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber man hat auch Tote darunter. Und Hey, es ja. ist recht heftig, was gerade zur Zeit abgeht. Ja, so habe ich gestern etwas gelesen. Ich glaube, 4 Tote sind irgendwie gewesen, Stand gestern, also Stand 2. Juli. Ja, aber das Wallis ist ja mega betroffen. Und das Bündnerland auch. Allgemein sich in die Region dort, der Streifen ist brutal. Ja. Hey, und wenn du denkst, letztes Jahr im Sommer haben wir uns beklagt über zu wenig Wasser, wo es also jetzt um die Ohren fliegt. Ich kann es gerade sagen. Am Samstag habe ich schön bei mir den Garten gekerchert und dann dachte, hey, vor einem Jahr hättest du es noch nicht machen können. Dann hätte wahrscheinlich jeder Nachbar blöd angeschaut und gedacht, hey, was ist das für ein Wasserverschwender? Aber ja, du ist ja gut, wenn wir mal ein bisschen mehr Wasser haben. Ja, sicher, aber eben, das habe ich ja vorhin gesagt, bei «Meine Woche, deine Woche», dass eigentlich am Spot, wo du hure viel Baitfisch gefunden hast, am nächsten Tag sind sie einfach nicht mehr dort. Ja. Und das ist schon das Jahr eine riesige Challenge, zum Fisch zu finden. Wir haben auch ganz viel, oder ich komme auch privat, viele Nachrichten über. So, ja, was hast du noch für Tipps, ich fange nichts und so. Und ich muss allen das Gleiche sagen, hey, jeder Tag ist anders. Ich kann dir zwar sagen, hey, das funktioniert, muss aber am nächsten Tag nicht mehr funktionieren. Definitiv. Das ist schon mega krass. Also das Wetter momentan ist, ich weiß auch nicht, komisch. Letztes Jahr um diese Zeit bin ich sicher schon 10-mal auf meinem Hausgewässer gewesen. Das Jahr einmal, am 1. Mai kurz. Krass. Das ist verrückt. Also wie es so viel Wasser Ja, hat, oder? ja, jetzt hat es brutal viel Wasser. Und wenn der Abfluss mehr als 150 Kubik hat, dann macht es auch mit dem Kajak, ja, bei 150 geht es noch knapp, aber alles, was drüber ist, macht einfach keinen Spass, weil du bist nur am Paddeln. Du bist nur immer am Paddeln. Du kannst nicht auf der Stelle bleiben, du hast kaum Rückwasser, weil die alle so überflutet sind eigentlich. Es ist einfach nicht so geil. Hey, dann
wenn wir schon bei der Kleidung sind, BKK hat auch neue Shirts rausgebracht. Richtig geile Designs. Könnt ihr euch mal anschauen auf der BKK Homepage. Dann ist WPC gestartet. Stimmt. Oder hat gestartet, bis ihr den Podcast hört. Genau. Es sind ja recht viele Teams am Start, aber ich habe jetzt auch noch nicht mich genau darüber informiert. Ich habe nur gesehen, dass ganz viele aufgefahren sind, wieder nach Holland zum Prefischen. Schweizer Teams? In BFE weiss ich. Fertig. Okay, gut. Nein, müsst ihr mich genauer informieren, ich bin nicht informiert. Dann haben wir vorhin, hast du schon angeteasert, Purge Pro gestartet. Genau. Was ich muss sagen, finde ich es momentan viel geileres Format als YPC. Ja. Obwohl du gesagt hast, Kanal Gratis sei für dich nicht mehr so, seit der Mille und der Pontes raus sind. Ja, es ist ja nicht mehr das Gleiche, das muss ich schon sagen. Aber, Mir also- fehlt die Stimme von Mille irgendwie. Ja, Wenn du also ich weiss nicht, es gibt ja einen deutschen Kanal, wo ein Deutscher das moderiert und Das ist englischer immer noch, Kanal. Deutsch ist immer noch der gleiche. Gell? Ja. Genau. Aber ich schaue es jetzt auf Englisch. Ja, Und- ich auch. Aber ich finde es viel interessanter zum Schauen, weil einfach die verschiedenen Angler immer ihre Techniken erklären und du auch viel mehr Informationen überkommst. Sie blenden ja immer so Informationen auf, Ja. wo es gerade fischt, wo Mit Kraut, Sand. was für mit ein was. Boden, was für ein Wetterverhältnis. Finde ich viel interessanter zum Schauen. Ja, absolut. Was ich halt dort noch ein bisschen weniger spannend finde, es ist nur eine Spezies, die sie jeweils befischen. Also entweder hast du Hecht, entweder hast du Zander oder hast Egli. Und das finde ich dann so ein bisschen, ja. Aber das finde ich eben das, was beim YPC halt noch cool ist. Du hast dort wirklich deine 3 Fische, die du musst haben für eine Full Card. Und du kannst nicht einfach Big Fish machen, wie zum Beispiel das Team Nace, wo einfach sagt, hey, weißt du was, beim Sander Pro ist mir echt scheißegal, wenn wir nur einen Fisch haben, wir wollen den Big Fish Point. Sondern du musst wirklich schauen, dass du eigentlich alle Spezies eigentlich kannst fangen. Ja, das finde ich ist so ein bisschen der Wiederum finde ich es Hauptunterschied. aber geil, dass du kannst entweder auf den Big Fish Point gehen oder auf die Masse. Ja, aber ich finde es gleich irgendwie so ein bisschen, es würde das Ganze ein bisschen spannender machen, wenn du alle 3 müsstest haben, finde ich. Ja. Einfach so, keine Ahnung, vielleicht ist halt auch, weil ich habe mit YPC angefangen, die YouTube-Turniere zu schauen. Vielleicht liegt es auch hier an dem, keine Ahnung. Okay. Ja. Also ich finde es viel interessanter, auch vom Schnitt her, jetzt einfach mal aus filmerischer Sicht, finde ich, ist schon nochmal etwas anderes. Gut, das weiss ich. Ja, ist möglich. Für mich wirkt beides gleich. Okay. So, ja. Aber was ich vor allem spannend gefunden habe, ist, Decathlon hat das Team gestellt. Also Voll. Kaperlan. Ja, Ich bin heute extra noch schauen, ob das wirklich die Eigenmarke ist von Decathlon. ist es. Ja, definitiv. Ich hätte es nicht gedacht, dass die wirklich an ein Turnier gehen. Ich habe gemeint, es sei mehr so ein bisschen, ja, wir haben jetzt da eine Fischereiabteilung und jetzt tun wir da selber ein bisschen Köderchen kaufen und so. Fischereiabteilung haben sie ja schon länger, eigentlich seit Ja, wir ja, Decathlon. Aber Ja, halt, Kaperlan haben es auch schon länger, die genau, Marke, die ja. Eigenmarke. Aber ich glaube, die wollen dort schon expandieren. Ich- oder ein bisschen- ja, vielleicht in der Schweiz Renommieren. weniger, aber ich glaube so im Ausland Mhm. kann ich es mir noch gut vorstellen. Also in der Schweiz weiss ich nicht, in der Schweiz gibt es aber auch wenig Decathlon im Verhältnis. Gibt es ja nicht so viele, zum Beispiel in Frankreich. Frankreich ist ganz Ja, extrem. jetzt im Verhältnis, aber jetzt gerade da in der Umgebung hat es schon gerade ein paar. Also wir haben Hinwil und wir haben Hinwil hat auch einen? Hinwil hat auch einen, Ah, okay. Und der Zürich hat noch einen, City. Ja, eben, ja, also was gerade ich so Luzern. weiss, ja. Ja, Eben, es ist- aber ja, Ah, ja, sicher im Vergleich wie im Ausland etwas anderes Also, als... gut, wir sind ein bisschen kleiner, aber ja. Ja. Nein, spannend. Hey, das wäre es mit meinen News. Oder Infos aus der Szene, sorry. Ne? Eben, wir Muss haben ich es schon so manchmal gesagt. Muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Hey, dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Und zwar Zum Thema. Thema. So, und das Mal ist es ein bisschen spezieller. Nicht nur wegen dem Thema, das wir selber haben, sondern wir haben auch noch unsere GoPro auf uns gerichtet. Oh, right, ja, voll. Genau. Fast verchillt. Das heisst, wir werden das Thema aufzeichnen. Mhm. Werden da geschwind ein bisschen ein Reel zusammenschneiden, wahrscheinlich für Insta. Und ja, mal schauen, wie das ankommt. Ja, also kommen wir schnell die GoPro ein. Gut. Ja, aber weißt du, was habe ich gerade gemerkt? Wir haben es nicht vorbesprochen. Gehen wir einfach random rein. Ja, eh. Aber ich würde mal sagen, wir fangen ganz vorne an. Also für die es vielleicht nicht auf Insta gesehen haben, Genau. es geht heute Baitcaster versus Stationärrolle. Und was sind Vor- und Nachteile? Was wird mehr gekauft oder mehr gefischt in der Schweiz? Mhm. Und da haben wir auch, oder wir, wenn ich mir sage, ist eigentlich immer der Oli gemeint. Ja. Einfach, Ich bin der Mir. genau. Wer macht's? Der Oli macht's. Er hat diverse Fischerläden angeschrieben
und um eine Rückmeldung gebeten, was mehr verkauft wird, ob Statio oder Baycast. Mit gewissen ist ganz gutes Gespräch entstanden, wie ich mitbekommen habe. Mit gewissen hast du einfach nur ein Feedback bekommen. Die meisten haben mich nicht einmal ins CC genommen. Ist eigentlich komisch, Aber, weil wenn man auf Antwort klickt, dann Ja. solltest du automatisch wieder zurückbekommen. Ja, nein, nur wenn du auf alle Antworten klickst. Sonst nicht. Aber ist ja Ja, gleich, so. tut ja auch nichts zur Sache. Schlussendlich, ja, auf die Zahlen gehen wir dann sicher später noch drauf ein. Ich würde auch sagen, ja. Zuerst mal so ein bisschen grundlegend von mir aus gesehen. Die Entstehung, man kennt ja die stationäre Rolle und man kennt die Baitcast-Rolle. Die stationäre Rolle, mit der fängt glaube ich jeder an. Muss ich nicht gross darauf eingehen. Die Baitcast-Rolle ist eigentlich speziell. Das ist für die sie nicht kennen, ist es dort, wo die Routerringe oben durch sind. Ja? Dort, wo es einfach komisch aussieht Ja, für die einen. Genau, ich finde, es sieht viel geiler aus. Aber egal. Die Entstehung von dieser Baitcast-Rolle war im 18. Jahrhundert. Gewesen. Und rate mal wo? Japan. Nein. Wo dann? Rat noch einmal? Nein. China. Nein. Nein, es war auch nicht USA, sondern es war England. Gewesen. England. In England ist die im 18. Jahrhundert eigentlich entstanden. Nachher ist sie auf Japan, weil dort den Namen weiss ich nicht mehr, aber er hat nicht japanisch stöhnt, weil der Bass eingesetzt hat. Der hat Bass eingebracht in Japan, anscheinend. Und dann ist es dann so ein bisschen so die erste Welle gekommen, aber noch nicht so richtig. Mittlerweile ist es so, dass der grösste Absatzmarkt nebst Japan natürlich auch die USA ist. Also die haben dort ziemlich auftrumpfen. Und für die es nicht wissen, es gibt Left-Hand und Right-Hand Baitcaster. Left-Hand ist, ich tue mit der linken Hand kurbeln. Und Right-Hand ist, ich tue mit der rechten Hand kurbeln. Also das sind die Bezeichnungen bei den Baitcaster LH und RH. Right-Hand, Left-Hand. Wohlverstanden. Genau. Oder, was ihr auch darauf achten könnt, es heisst immer 51, 101er. Immer wo ein 1 hinten dran ist, das ist Left-Hand. Also habe ich selber auch nicht gewusst. Echt? Ja. Wow. Okay, geil. Aber muss ich mal schauen, ich habe noch eine Right-Hand, glaube ich. Nein, ich glaube, die habe ich nicht Messe verkauft, Gott sei Dank. Die wird in der Schweiz kaum los. Ja. Genau. Die bestverkaufteste Rollenserie, also beziehungsweise Abu Garcia, also der Engländer hat nachher die Baitcast-Rollen eigentlich so ein bisschen, ja, wenn man sagt, erfunden oder wie man immer sagen. Und das war eigentlich die klassische Multirolle gewesen. Das war noch kein Low-Profile gewesen, sondern das ist wirklich die Multirolle, die man heute noch kennt zum Meerfischen. Die fette, grobe Rolle. Und Abu Garcia hat nachher Baitcast mit dem Low-Profile gemacht und hat dann die auch angefangen zu pushen. Und darum ist eigentlich Abu so ein bisschen der Vorreiter in Sachen Baitcast. Mittlerweile gibt es ja diverse, von den namhaften, einfach mal 2, 3 zu nennen, hast du da, wie gesagt, Abu, du hast Shimano, du hast Daiwa, du hast Westin mittlerweile. Du hast mittlerweile doch schon sehr viele verschiedene Hersteller von diesen Routen, von diesen Rollen und natürlich auch dementsprechend die Routen. Aber Abu ist eigentlich so ein bisschen der Vorreiter gewesen. Und zwar mit der Ambassador-Serie. Und das ist auch heute noch die am bestverkaufteste Serie, die sie je hatten. Bist du sicher? Haben's Aha, Abu. Abu, Abu. Du das heißt allgemein. Sorry. Nein, nur Abu. Nur Abu. Okay, ja, das. Wer sonst am meisten BCs verkauft oder welche das am meisten verkauft sind, wenn ich müsste raten, würde ich Shimano tippen. Wahrscheinlich dicht gefolgt von Daiwa. Ja, das habe ich leider nicht recherchiert. Das hat Ja, mich jetzt das- aber jetzt, wo du das sagst, Ja. jetzt mich mal ganz Das weiss ich auch wundern nicht, das weiss ich auch nicht. Shimano Aber oder ich glaub- Daiwa, das ist doch eh so ein Ja, aber ich glaube, Battle. Abu ist glaube auch noch recht gut dabei. Ja, aber die können nicht Aber- mithalten mit Shimano Ich und habe auch nicht das Daiwa. Gefühl. Seit Ich habe auch nicht das Daiwa Gefühl. und... Also Daiwa hat ja mal das Steed rausgebracht mit Ja. dem TV-System Ja, genau. und Shimano mit dem... sag's mir schnell, jetzt fällt es mir nicht ein, mit dem... Wow, so bremst, das heisst... MGX? Ist das Magnet? Keine Ahnung. Ich weiss nicht mehr, wie es Keine heißt. Ahnung. Also DC-System ist von... Die immer so sauer... Ja, das ist DC. Genau. Ja. Ich glaube, seit da haben die zwei sich schon Ja. abgekoppelt. Vor allem. Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt natürlich das Swiflo noch, wo sehr am Kommen ist. Ist auch im Angling International wieder ein fetter Bericht über Swiflo gewesen, dass die ihr Bremssystem dort haben, dass du eigentlich keine Perücke mehr kannst werfen kannst. Ausser du rührst wirklich
wie ein Banaus. Also im Bodeni. Also Aber es hat sie schon du kannst wie ein Banaus rühren. Ich habe sie ja getestet damals. Ich weiss nicht, hast du auch gerührt? Ich habe sie auch gerührt, ja. Das Ich habe sie Teil auch gerührt. kannst du schwarten, wie du willst. Das passiert nicht. Ja, ich glaube, wenn sie gerade vor dir ins Wasser... Weißt, ich bin mal mit einem Kollegen in Holland gewesen. Ich glaube, der Kollege, wenn er einen Podcast hört, fühlt sich angesprochen, aber ich nenne jetzt keinen Namen, gell, Pado? Der hat eine DC-Rolle gehabt, ich weiss nicht mehr, was für eine. Digital Control. Und die hat den Chip, dass die eigentlich... Die Fliehkraft ist dann elektronisch, der lädt sich auf den Chip, kommt dann Strom über und der bremst dann ab in der Luft, oder? Dementsprechend. Ja, und dann hat er gesagt, ja, weißt, mit der kannst du keine Perücke mehr rühren. Und dann hat er einfach wirklich wie ein Banaus hat er gerührt und etwa 3 Meter vor ihm ins Wasser rein, Vollgas runtergeschwartet. Ich konnte dann schön weiterfischen, während er nachher die Perücke gelöst hat. Gut, ich glaube zu wissen, dass auch Shimano das angekündigt hat mit «Du kannst keine Perücke mehr rühren», sie das aber haben nachher müssen korrigieren auf «Du musst es richtig einstellen». Ja, eben, die Einstellung ist halt doch noch das A und das O. Ja, bis auf Zwiflo, aber bei der Zwiflo musst du auch gewisse Einstellungen machen. Die kannst du nicht einfach nur zu der Packung ausnehmen und rühren. Ist halt immer noch sehr köderabhängig. Aber da können wir nachher noch von mir aus, also ich habe dann auch noch ein paar Vorteile, Nachteile dort diesbezüglich. Von dem her, genau. Ja, mittlerweile sind wir in der Schweiz angekommen. Und wie es in der Schweiz aussieht, kann der Oli erzählen. Genau, wir haben ja ein E-Mail geschrieben, aber wir haben die grösseren Shops angefragt, ich weiss gar nicht, wenn wir da Namen sagen. Ja, wir sagen Namen. Also wir haben Fish & CH angefragt, wir haben Funfish, Fish Spirit, Fish & CH und Bernhard Fishing. Danke vielmals, dass ihr geantwortet habt. Und ich habe noch mit dem Goldfish geredet, gell? Okay, so, super, er hat nämlich auch nicht zugeschrieben. Ja, dort kannst du sagen, was rausgekommen ist. Genau, es sieht so aus, dass... Wenn wir jetzt da Zahlen sagen. Ich würde sagen, wir sind bei 85%, dass Leute, also Herr und Frau Schweizer, Stationärrollen kaufen und die restlichen, was habe ich jetzt gesagt, 85? Dann sind wir bei 15% Baitcaster. Mathe ist Glückssache. Da haben sich doch die Jobs ein bisschen andere Zahlen gesagt. Die einen haben gesagt, viel mehr, also prozentmäßig mehr Stationärrollen als Baitcaster. Aber alle sind sich einig gewesen, Herr und Frau Schweizer kauft sich mehr Stationärrollen. Ja, absolut. Der Bernhard hat noch ein interessantes Fazit gezogen, gell? Ja. Ja, dass 82% also die unter 30 sind, Baitcaster kaufen. Ah, doch, Baitcaster eben. Okay. Also die unter 30 sind, kaufen eher Baitcaster. Ja. Ich sage auch, das hat ein bisschen mit dem ganzen YouTube zu tun. Genau, dass die mehr Baitcaster kaufen als Stationärrollen. Ja, und ich glaube halt einfach, Baitcaster ist einfach am Kommen. Der Schweiz halt noch hinten an, aber ich glaube, es ist am Kommen. Ich habe mit dem Goldfish noch geredet. Goldfish hat gesagt, auf 20 stationäre kommt ein Baitcaster. Also echt krass, irgendwo 95%, 98%. Und mit dem deutschen Majorfish habe ich noch geredet, mit dem Adrian Ruile. Er hat auch gesagt, auf 10 Baitcaster, auf 10 stationär kommt ein Baitcaster. Von dem her. Also es ist wirklich aktuell noch mehr stationär. Ich bin gespannt, wenn wir das wieder mal aufgreifen, wenn es den Podcast in 5 oder 10 Jahren noch gibt, wenn wir noch wissen, wie wir euch beschäftigen können. Gut, wir können ja schon noch sagen, wir haben ja auch Umfrage gemacht zu dem Thema auf Instagram. Ja, hau mal raus. Dort, ich muss schnell den Screenshot suchen. Genau. Ist noch spannend. Was ich noch sehr spannend gefunden habe, ist, dass es auf dem Fischverrückt-Profil eindeutiger war als auf meinem Fishing Bear-Profil. Dort habe ich es auch gepostet, dass die Leute abstimmen können. Und beim Fischverrückt-Profil haben 31% haben gefunden, wir fischen Baitcaster und 69% haben gesagt, Stationärrollen. Und bei meinem Fishing Bear Account war es viel knapper gewesen. Also haben 55%, nein sogar 55% Baitcaster und 45% Stationärrollen. Ja. Okay. Habe ich auch sehr spannend gefunden. Ja. Gut, gell, das zeigt halt von mir aus gesehen so ein bisschen, dass die jüngere Generation, die auf Social Media ist, mehr mit YouTube zu tun hat und dementsprechend vielleicht auch mehr mit Baitcaster angelt. Würde jetzt am Bernhard Fishing wieder seine These unterzeichnen. Absolut. Hey, wir sind gespannt, wie angelt ihr raus? Haut es mal in die Kommentare. Bin mega gespannt. Ich bin ganz klar ein Baitcast-Fischer. Stationär wüsste ich nicht. Habe ich in Holland das letzte Mal gerührt und ich habe fast nicht gewusst, wie heben.
Ja, Ja. dann ich habe jetzt noch Vor- und Nachteile und auf Okay. was dass ich schaue beim Kauf. Ja, wenn wir noch zuerst ein bisschen darauf eingehen, für die jetzt sich gar nichts können darunter vorstellen, jetzt haben wir immer geredet von Baitcaster und Stationären. Du hast jetzt am Anfang zwar ein bisschen Also. gesagt, genau, bei einer Baitcaster ist es so, dass die Spule nicht fixiert ist, sondern sich immer mitdreht. Genau, also die Spule, wo die Schnur drauf ist, in der Rolle rein, Ja. dort sind beide Seiten von der Achse befestigt. Mhm. Und man hat den Ring oben bei der Rute, nicht unten. Genau. Das Du hast- heisst, man hat eigentlich die Rute, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, verkehrt. Man hat gegenüber von der stationären Rolle hat man einen Kennumlenkbügel, wo die Schnur im 90-Grad-Winkel bleibt. Genau. Die Schnur zieht gerade direkt Genau, ab. sie geht direkt über die Spulen raus. Genau. Und die Routen sind auch ein bisschen anders. Also es gibt eine Route mit Triggergriff, heisst das, mit einem Pistolengriff in dem Sinn, wo man eigentlich die Route hebt. Ja. Weil man hat sonst bei den Baitcaster, ausser man hebt sie an den Baitcaster, so wie ich, aber ansonsten hast du eigentlich keinen Punkt, wo du die Route kannst fixieren kannst, ausser eben an dem Triggergriff. Genau. Beide Spulen, wenn man es jetzt so vergleichen will, haben eine Bremse, die man einstellen kann. Richtig, Bei der Baitcaster heisst das Sternenbremse. genau. Bei den Baitcaster hast du einfach noch mehr Bremsen. Du hast noch eine Fliehkraftbremse Genau. und du hast noch eine Spulenbremse. Genau. Dann hast du den Daumenknopf oder, wie sagt man es Englisch? Jetzt weiss ich gerade das Englische nicht. Was? Den tust du auslösen. Aha, Kannst du ja. den Bügel auftun ja. bei einer Station. anstatt, ja genau, das ist einfach, ja, stimmt, Das ist wie der sagen wir denn? Daumenknopf. Ja. Ich glaube, Ja. es gibt noch eine englische Bezeichnung. Ah, okay. Habe ich jetzt aber Okay. nicht gerade im Kopf. Genau. Das ist so ein bisschen das Grobe, oder habe ich etwas vergessen? Und sonst bitte schnell googlen. Ja, vielfach hast du bei den Baitcaster auch einen Doppelhandle, also der Griff ist zweiteilt, du hast zwei Knöpfe dran, die du kannst drehen. Bei den stationären hast du im Griff nur einen Knopf, Aha, du meinst ja vom am Drehen. Bügel, Ja. also Ja, ja, voll. genau. Ja, von dem her, wir können schon mal noch das Bild von der Baitcaster und der Station in die Story aufladen, aber ich nehme an, wir haben ja mal eine Abstimmung gemacht, wie viel fischen. Ja. Und ich glaube, 3 haben nicht gefischt. Ich hoffe, ihr folgt uns auch auf Instagram, so dass wir dann auch das Bild nicht vergeben lassen. Ich weiss nicht, ob das jetzt die Leute interessiert, was für Grössen es gibt. Ja, gut. Da bist du natürlich mit der stationären, bist du schon ein bisschen im Vorteil. Du hast bei der stationären fängt es nur bei 800, glaube ich, oder bei 500 sogar. Und dann geht es in der Regel in 500 Schritt auf, also 1000, 1500, 2000, 2,5, 3, 3,5 bis, keine Ahnung, 10, 12'000 für Karpfenfischer. 12, ja. Ja. Oder 10. 10. Nein, geht schon. 12 Okay. sicher, ich meinte sogar 15. Aber, genau. Und bei den Baitcaster hast du halt eben die 51er, 101, 151, Ja. 201, 301, 401 und dann ist der Klimaline schon etwa gedeckelt, habe ich gemeint. Ja. Von dem, also für das, Salzwasser kenne ich mich halt null Voll. aus. Das Keine habe ich jetzt Ahnung. auch weggelassen. Ja. Salzwasser, Ja. keine Das ist Ahnung. wirklich eine reine Süßwasseranlage, genau. Und du merkst auch, das stört mich meistens so ein bisschen ein 51er Baitcaster. Mhm. Ich habe ja nicht gerade die dicksten Däume. Ja, du hast halt so Standard. Ich habe halt, genau, kein Gynäkologenfingerli. Genau. Und bei den 51 bringe ich den Daumen kaum auf die Spule. Wenn ich ein wenig Schnur drauf habe, dann klemmt der auf der Seite. Wirklich? Ja. Tja. Hat halt auch Nachteile. Ja, hure mühsam. Darum ich fische nur ab 101 aufwärts. 101 ist schon knapp. Genau, was man bei der BC noch sagen kann, dort gibt es flache oder runde Bodies, das ist vielleicht noch speziell. High Profile oder Low Profile, Genau. genau. Dort ist halt so ein bisschen, wenn du High Profile hast, ist es halt im Winter halt ein bisschen Getz, weil sie werden kalt. Ja, gut, ja, das Wohl. stimmt. Ja, das stimmt. Also die Abo, die du jetzt auch hast, Ja. fischst du dann mal im Winter. Nein, dort habe ich Schnur drauf, die Fische nicht im Winter. Okay. Aber wenn du sie jetzt würdest im Winter Ja, fischen, natürlich. halt du Ja. So zum Metallbody Eisfischen oder ist so halt- ist es natürlich mühsam, wenn du Monophile drauf hast. Genau. Aber ich habe auch das Gefühl, die High-Profile-Rollen sind auch eher zum Big Bait gedacht. Also mit denen gehst du nicht in die Berge genug Eisfischen, sondern hast eher ein Low-Profile dabei, wo vielleicht auch ein bisschen weniger Platz braucht, wo du auch ein bisschen eher kannst verstauen. Eben, man muss einfach bewusst sein, dass du viel mehr Rolle in der Hand hast. Ja, genau. Also jetzt, wenn ich an meine Daiwa Yoga denke, ist halt schon ein Rechtsbrett. Ja, voll. Dann, man kann jetzt bei beiden, jetzt bei der Station und bei der BC, kann man geflochtene oder Mono drauf tun. Genau. als Schnur.
dort ist halt so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich auch. Ja. Vor allem zum Swimbait-Angeln streitet sich die Community, ob nicht Mono doch dann besser ist. Ja. Ja, Ich habe es noch nie ausprobiert. es gibt auch solche, die sagen, ich habe auf der Baitcast nur eine vierfach geflochtene. Mhm, Gibt es auch, weil die ein bisschen steifer ist, weniger Perücke rührt. Keine Ahnung. Ich fische immer nur achtfach geflochtene. Ich auch, ja. Genau, aber vielleicht jetzt reden wir mal sehr über BC, aber ich glaube, wir sind beide mehr BC-Angler. Was ich dort noch so ein bisschen als Empfehlung könnte geben für jemanden, der anfangen will, ich würde jetzt eher ein Big Bait Combo zutun, zum Anfangen oder einsteigen ins Baitcaster. Weil einfach grössere Köder einfacher sind zum Werfen. Ja, ob es gerade ein Big Bait muss sein, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, es ist Oder definitiv so, die Aussage ich würde eher stimmt. ein Hecht-Combo empfehlen. Genau, die So. Aussage stimmt, dass schwerere Köder einfacher sind zu werfen. Es macht mehr Spass als leichtere Köder am Anfang, weil ist nur schon rein vom Physikalischen her, wenn du einen Baitcaster nimmst und zuerst mal rührst, dann tust du die Bremse relativ, also die Spulenbremse relativ sec zudrehen. Nicht die Sternbremse, sondern die Spulenbremse. Wenn du die Sternbremse drehst, hat das keinen Einfluss auf das Wurfverhalten. Dann tust du die sehr eng zudrehen und dann kommst du halt mit einem schwereren Köder mal eher weiter. Und wenn du halt Köder unter 10 Gramm rührst am Anfang, dann bist du fast am Verzweifeln. Dann so ein bisschen Marken haben wir jetzt vorher schon aufgezählt. Ich glaube, das lassen wir. Ja, also schlussendlich gibt es ja von allen Marken irgendwie einen Baitcaster. Ja, aber führend finde ich sind schon Daiwa, Shimano, Abu Garcia. Ja, richtig. Ja. Also jetzt Ja. weiss ich nicht, du hast Westin, hast du glaube Ich habe Westin und ich habe Savage Gear, aber die von Savage Gear sind ja zu der Westin über. Ja. Von dem her. Ich finde sie recht geil, die Westin. Ich finde sie wirklich geil. Ich habe sie in Italien gefischt, ich habe Rapfen drauf gefangen, ich finde sie geil. Sie macht geil mit, sie hat auch einen Klicker drin, preislich recht human. Von dem her, ja. Was ich euch noch in die Shownotes tun oder was ich einmal Mühe habe, immer so ein bisschen, welche Rolle für welche Route, was wirft sie so vom Wurf her. Hast du es gefunden? Ich habe etwas gefunden, wo ich Perfekt. rein tue, wo ich immer schaue, ich tue das einfach unter die Shownotes. Das ist gut. Schick mir so geschwind, weil ich habe auch noch etwas, vielleicht Jetzt im OneNote. Hey, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen von diesen zwei Rollen. Ja. Und da bin ich sehr. Also ich habe so ein bisschen objektive Vorteile und ja. Und ein bisschen subjektive Vorteile und Nachteile. Das sind für mich alles Fremdwörter. Ich habe einfach Vor- und Nachteile aufgeschrieben. Da merkt man, du bist einfach wieder kein Sozi. Ja, definitiv. Ja. Okay. Jo. Aber du könntest dich ja einfach an mir anpassen, weißt du, was objektiv und subjektiv Ja, ist. also gut, erzähl mal. Okay, so ein objektiver Nein, habe Vorteil ich nicht. von einem Baitcaster. Du kannst viel genauer werfen, weil du kannst mit dem Daumen Ja. bremsen. Genau. Also, es ist nebst, hat für mich eben eigentlich etwas mit dem Spassfaktor zu tun. Ja, voll. Das präzise Werfen. Hast du natürlich bei den Baitcaster viel eine größere Präzision, wenn du weisst, wie. Richtig. Das muss auch noch gesagt sein. Ja, ja. Weil wenn du natürlich immer nur Station angelst und neben dir jemanden hast, der erst seit einem halben Jahr Baitcaster angelt, wirst du wahrscheinlich präziser werfen mit der Station, als dieser, der ein halbes Jahr erst mit dem Baitcaster angelt. Ja, Einfach so. und das ist jetzt mega so, wie sagt man, daher gesagt. Ich glaube, jemand, Ja. der voll Station ist, der kann genauso genau werfen. Ja. Also, Absolut. Genau. Habe ich bei mir auch geschrieben, dass eigentlich die Wurfgenauigkeit bei einer Baitcaster im Verhältnis höher ist. Dann, du hast eine höhere Wurffrequenz, weil Ja. du kannst viel schneller auslösen. Du musst nicht immer mit der anderen Hand den Bügel aufmachen, sondern du kannst Genau. wirklich einfach nur mit einer Hand eigentlich alles bedienen. Genau, das habe ich jetzt aufgeschrieben als Ja. Nachteil bei einer Station. Ja. Du hast einfach, brauchst 2 Hände und bei einer Baitcaster brauchst du 1 Hand, Ja, um zu richtig, bedienen. richtig. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, Schnurbruch ist der Nachteil von der Station. Du hast bei einer stationären hast du durch den Bügel viel eher einen Schnurbruch als bei der Baitcaster. Weil einfach, wenn die Schnur rausgeht von der Spule, geht die im 90-Grad-Winkel, also die geht eigentlich über die Spule nie und nicht mit dem Drall von der Spule mit. Das heisst, sie geht noch um einen Umlenkbügel, also vor allem dann beim Mietziehen. Und das kann dann zu einem Schnurbruch führen, wenn du irgendwo hängst, einen fetten Drill hast, leichte Schnur, ist sehr gut möglich, dass wenn du die Combo nicht gut abgestimmt hast, dass halt dann der Schnurbruch beim Bügel zu entsteht, weil dort die Schnur in einem 90-Grad-Winkel rausgeht. Jo. Zudem hast du viel eher ein Knöpf auf der Station.
als auf der Baitcast, ausser du rührst die Perücke natürlich. Aber die Schnur geht über die Spule und die geht in so Wickel geht die raus. Und durch das hast du viel eher ein Knöpf. Also es verträgt dir auch die Schnur eher als bei einer Baitcaster aus meiner Sicht. Eine Baitcaster-Rolle ist viel robuster bei Big Baits als eine Station. Definitiv. Definitiv. Nicht nur bei Big Baits, auch beim Twitchen. Oder wenn du, sobald du Schläge reingibst, ist ein stationäre eher nachteilig, weil die Schläge, die du gibst, die wirken direkt auf ein Ende der Achse. Und durch das, dass die Achse nur an einem Ende fest ist, verbeugt die sich viel eher. Und bei den Baitcaster hast du das weniger. Was dort passieren kann, ist, wenn du eine zu leichte Rolle hast, wenn du mit einer klassisches Beispiel Aldebaran BFX oder BFS da, die klassische Ultralight-Rolle von der Shimano Baitcaster, wenn du mit der irgendwo einen 20 Gramm Jigkopf im Zeug umrührst, dann geht die natürlich auch relativ gleich kaputt. Das ist klar. Aber in der Regel durch Schläge gehen die Baitcaster-Rollen nicht kaputt. Ausser die Bremsen. Und dann wären wir bei meinen subjektiven Vorteil. Ich weiß nicht, ob du noch einen objektiven hast. Objektiv ist das, was du Ich siehst. sage nachher meine. Okay, leck, ich muss dir mal etwas beibringen. Liebe Leute, was hat der für ein Deutsch? Ich finde, bei einer Baitcast, Führungstechnik ist geiler zum Twitchen, Cranken, Topwater und so Free-Rig-Sachen. Ah, bei den Rigs. Ja, warte jetzt. Ja. Bei einer Stationärrolle, für die Führungstechnik, finde ich es für eine Station geiler zum Jiggen, Aha, Fullenzen, aha. Dropshot, Ja. C-Rig, Texas Rig Ja. und Spinner und Spoons halt. Ich hätte jetzt gesagt, allgemein Rigs, nur schon rein aufgrund vom Gewicht, das du hast. Fisch ist meistens leichter, meistens, nicht immer, aber hätte ich jetzt gesagt, tendenziell eher bei einer stationären. Das ist für mich ein ganz klarer Vorteil von der stationären. Das Jiggen, ganz klar. Kannst viel feiner und präziser auch jiggen. Also präziser nicht vom Werfen her, sondern vom Führen her. Und halt die ganzen Rigs. Dropshot, ja. Aber gerade so Carolina Rig, wenn du über den Boden einschleibst oder so, bist du mit der stationären schon eher im Vorteil. Ja, und du kommst halt mit der Stationär viel weiter. Also, Mit leichtem Gewicht. mit Je nach Gewicht. Combo halt, gell? Ja. Und da sind wir... Ja, das wäre... Das wär jetzt ein subjektiver Nachteil von der Baitcaster. Nein, stimmt nicht. Das ist auch ein objektiv, weil du siehst ja, wie das Geld schwindet auf dem Bankkonto. Baitcaster im leichten Bereich sind eher teuer im Vergleich zu der Station. Ja, nein, ich fühle das auch als subjektive. Ja, natürlich. Weil, ja. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass stationäre Rolle viel flexibler bist. Also du kannst immer noch mit einer 2,70 Meter Route 40 Gramm, also Wurfgewicht, Ja. kannst immer noch 3 Gramm werfen. Ja. Das ist schon ein Vorteil. Du hast nicht mehr die Performance, Ja. aber bei der Baitcaster ist sie noch schlechter. Performance. Genau. Ja, absolut. Dann hat sicher die stationäre Rolle einen preislichen Vorteil, das hast jetzt du vorhin auch schon gesagt. Ja. Eben eine 1000er Rolle, 7 Gramm, etwa Ja. 100 Stutz. Ja. Sogar ja. noch drunter, je nachdem. Ja, gell, je nachdem. Also, wenn ich schaue, ein Savage Gear SG2 kostet irgendwo 50er Noten. Ein 1000er. Mhm. Oder klar, bist du natürlich im untersten Limit. Ja. Ein SG8 kostet auch seine, keine Ahnung, 250 Stutz, 1000er. Aber bist natürlich schon, ich habe auch das Gefühl, mit den stationären bist du eher im Vorteil. Genau, da haben wir es vorhin schon gesagt, eben stationäre Rolle wirft einfach weiter. Ja. Es gibt sicher solche, die man mit einer PC genauso weit Ja. können werfen, aber der Otto-Normalverbraucher, glaube Also, wenn ich mit meiner BC unterwegs bin, ich weiss noch, wo wir in Holland waren, der Kollege und ich, da hat er mit der Station gerührt, ich mit der BC, wir haben beide 14 Gramm dran gehabt. Das war für meine Route, die ich hier dabei hatte, und für Maximus einfach das perfekte Gewicht gewesen zum Rühren in Kombination mit der SG10. Und Ja. da bin ich weitergekommen als er. Ah ja, Aber das ist auch, also, Skills. ja, ist, also rein vom Schauen her weitergekommen, gell? Wir sind ja nicht gut abmessen. Also. Aber ist auch eher die Ausnahme. In der Regel, ja, kommst du mit der Station eigentlich weiter. Dann mein letzter subjektiver Vorteil, den ich gesehen habe, ist einfach der Spaßfaktor. Ja. Ich finde, mit einer B-Caster ist der Spaßfaktor einfach Ja. viel, viel höher. Das ist Ja. jetzt meine Meinung. Eben, du kannst skippen, du kannst irgendwo unter die Brücke rühren, du kannst viel genauer werfen und noch vieles mehr. Ich finde auch, der Spaßfaktor ist von der B-Caster viel geiler. Definitiv. Du musst es halt auch können. Die Stationärrolle ist sicher
einfacher im Handling als ein Baitcaster oder auch zum Lernen. Also für einen Starter, für einen Anfänger empfehle ich immer eine stationäre Rolle, weil es macht einfach mehr Spass. So jetzt aber warte mal schnell. Amerikaner und Japaner, die fischen schon von klein auf Baitcaster. Ja. Wäre bei uns in der Schweiz auch möglich. Ich glaube, wenn du von Anfang an willst, einfach ein BC überkommen, willst du es auch... Nein, weil der Punkt ist also ist möglich, aber der Punkt, den ich gesehen habe, ist der, das heisst, wir haben es ja vorher gesagt, die Zahlen, 90% fischen stationär. Oder 85%, was auch immer. Ja. Und jetzt bist du einer von diesen 15% und deine anderen 3 Kollegen, die neben dir anfangen mit Fischen, kaufen den stationär und du bist der Baitcaster. Und die rühren 30 Meter raus, oder 20 Meter raus und du rührst 3 Meter raus. Wie manchmal rührst du, bis du anschießt und in den Laden gehst und sagst, hey, der Fisch bei 3 Meter stand. Ja. Nein, ja klar. Ja, weißt du, wie es ist? Ja. Weißt du, wie es ist, oder? Darum ist von mir aus gesehen eine stationäre Rolle viel motivierender, viel angenehmer zum Anfangen als ein Baitcaster. Und ich habe es so lustig gefunden an der Messe, wo wir waren, sind die Leute gekommen, vor allem die Jungen sind dann gekommen, ja, weißt du, Baitcaster, ich suche Combo und. Und gesagt, ja klar, sicher, hast du schon mal Baitcaster gefischt? Ja, nein. Ja, welche würde dir dann gefallen? Ja, die Rolle und die Route. Und du bist einfach mal schnell bei irgendwo, keine Ahnung, 400-500 Stutz. Ja, das oder? Ist so. Da hast du mit Schnur, ohne Köder aber. Schnur, Vorfach, bla bla bla. Und dann bist du noch günstig davon gekommen? Ja, da bist du im Mittelsegment, sage ich jetzt mal. Hätte ich jetzt gesagt. So Rolle 150 Stutz, Route 200-300 Stutz. Bei 500 Stutz bist du immer noch günstig. Ja, also es geht ja noch High-End. Ja, natürlich, also natürlich, aber es geht auch runter. Es geht auch runter. Geht's ja auch. Ja, Also, du kannst auch bei Wish bestellen. Oder bei Temo. Ja, du kannst auch Baitcaster für 70 Stutz kaufen. Ja. Ein Dropshot, es gibt 2 Dropshot. Von der Savage Gear, die kosten nicht so viel, die kosten irgendwo 80, 90 Stutz. Und dann kaufst du noch irgendwie ein Shimano, ein BC, ein Sinen oder wie die heisst. Und nachher, keine Ahnung, für die zahlst du vielleicht einen Huni. Und du bist irgendwo bei 180 Stutz. Oder? Egal. Auf jeden Fall haben sie gesagt, ja, weißt du, wäre mega cool und so, finde ich mega geil. Und ja, ich fange zwar an, aber ja, habe ja doch noch ein. Ja. Und dann sagst du, ja, aber weißt du, irgendwie, es macht doch keinen Sinn, wenn du dir eine geile Combo kaufst, 5 Würfe machst und nachher merkst, du hättest verdammt beschissen, ich rühre einfach nur die Perücke, scheisse mich an, stelle sie nicht und brauche sie nicht mehr. Ich weiss nicht, wie es bei mir war. Ich habe mir eine Combo gekauft für irgendwo 200 Stutz, günstig war, und habe mit der gefischt, habe keinen Fisch gefangen, habe nur die Perücke gerührt und habe sie in die Ecke gestellt. Bin dann nachher, ein Jahr später, bin ich auf Amsterdam, das erste Mal, und dann gefunden, hey, weißt du was, mir hat mal einer gesagt, wenn du anfangen Flüge fischen, dann musst du einfach in die Flügenfischerferien und nur Flügenfischrouten mitnehmen. Und ich habe es dann auch auf Baitcast gemacht, habe dann nur Baitcaster mitgenommen, habe in Amsterdam meine Fische gefangen und seitdem bin ich einfach nur noch am Baitcaster fischen. Ja, ist einfach schade, wenn Bei mir ist es einfach so gewesen, ich habe gesehen, wie geil der Kollege kann am Kanal rühren oder einfach viel genauer irgendwo kann unter die Brücke rühren, als du mit der Station hinkommst. Und ich habe gedacht, das will ich auch können. Ich habe auch gesagt, Baitcaster und nur Baitcaster mitnehmen ins Wasser. Und das üben. Ja. Ja, eben, es ist halt einfach üben. Das ist, ja. Ein weiterer Vorteil... Aber warte, das ist einfach so ein bisschen... Ich glaube auch, wenn du etwas... Ich würde, wenn ich aber ein Ding kaufe, ein Baitcaster, würde ich schon in eine Mittelsequenz einsteigen. Ich würde nicht unten anfangen. Definitiv. Qualität macht schon den Ton dort bei einem Baitcaster. Also ich weiss auch, mit dieser Sinen von der Shimano, ich habe die schon lange nicht mehr. Als ich nachher ein bisschen rühren konnte, habe ich mir einen Curado gekauft. Shimano Curado, und ich bin mega Fan von dieser Rolle. Preis-Leistung finde ich absolut top. Die kostet, glaube ich, 250 Stutz. 150, 250, ging so und das umeinander. Finde ich absolut top. Ich finde auch die SG10 von der Savage Gear finde ich top. Die SG6 ist auch ganz geil, die Westin ist auch ganz nice. Ja, es gibt ein paar coole Rollen, die irgendwo zwischen, keine Ahnung, 150, 250, 300 Stutz sind, und das muss man halt dann fast investieren, damit man irgendwie ein bisschen Spass daran hat. Und wie es der Oli auch schon gesagt hat, wenn er anfängt, fangt im höheren Segment an mit dem Wurfgewicht und fangt nicht im Light- oder Ultralight-Segment. Es ist aber auch lernbar, ich habe unten angefangen, weil ich das nicht gewusst habe. Mir hat das niemand gesagt. Natürlich ist es lernbar, aber ja. Heutzutage gibt es ganz gute YouTube-Videos, wo ich das probiere. Ja, schlussendlich, aber ein YouTube-Video bringt dir nur halb so viel, der Rest ist Praxis. Exakt. Und sonst, ich mache auch schon Werbung in eigener Sache, schreibt auf majorfish.ch. Wir beraten euch gerne. Weißt du, haben wir am Anfang vom Podcast gesagt, wir machen nicht zu viel Werbung. Ja, nein, aber das muss ich schon fast machen, weil ist schon schade, wenn irgendjemand einen Baitcast kauft und nachher schreibt er aufs Fischverrückt-Profil, wo ich auch dabei bin, von wegen huren Scheissdreck, was habt ihr da gemacht? Und ich sage,
Hättest du doch. Ja. Nein, lasst euch den Nein. gescheit beraten. Ist Hey, unbedingt. besser. Oder geht so im Tackle-Dealer vom Vertrauen und ja, die machen das sicher gut. Genau. Was ich noch als Vorteil von der Station habe, ist, sie rührten keine Perücke. Und das, finde ich, ist für einen Anfang ein riesen Vorteil. Ja, jetzt für... Ausser, Ausser du hast Ausser- Zweifel. du hast zu viel Schnur. Wenn du zu viel Schnur auf der stationären hast, dann hast du nachher nicht gerade eine Perücke, aber du hast riesige Knöpfe. Oder einfach die falsche Schnur. Ja, okay, oder so. Oder zu viel von der falschen. Aber ja, ich würde auch sagen, es gibt keine Perücke, ist sicher ein Ja, absolut. Vorteil. Absolut. Genau, und jetzt kommt noch, auf was achte ich, wenn ich eine Rolle kaufe. Ein Baitcaster, wohlverstanden, kein stationär. Einerseits ist die Stärke von der Bremse wichtig, die Bremskraft. Und zwar hat das einen Zusammenhang, was für einen Zielfisch strebe ich an. Andererseits die Übersetzung von der Rolle. Da gibt es auch verschiedene Übersetzungen, schnelle und langsame. Welche Angeltechnik ich verfolge, das entscheidet eigentlich nach der Übersetzung. Dann, welche Bremse will ich haben. Sternbremse ist klar, Spulenbremse ist auch klar. Die Fliehkraftbremse, die kann magnetisch sein oder die kann mechanisch sein. Da gibt es auch noch so Hybridlösungen, aber ja. Dann, für mich selber ist immer noch wichtig, hat die Bremse einen Klicker oder nicht. Ich hasse Bremsen ohne Klicker, weil ich finde das Geräusch einfach geil, wenn der Fisch geht, wenn es dann reelt. Und der fast wichtigste Punkt ist, auf welche Route wird die Rolle montiert. Also sprich, wenn ich schon die Route habe, ist es wichtig, um das Wurfgewicht und die Länge zu kennen. Und wenn ich noch keine Route habe, geht es darum, was will ich überhaupt fischen, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das gibt mir nachher die Zahlen. Und anhand von diesen Zahlen kann ich nachher auch die passende Rollen entscheiden oder aufnehmen und sagen, hey, ich brauche eine Rolle, die ein Wurfgewicht von 1 bis 7 Gramm hat, oder ich brauche eine Rolle, ein Wurfgewicht 10 bis 40 oder noch darüber aus für Big Bait. Ein 6. Punkt. Wie wichtig ist das Aussehen? Von der Rolle Dass Stimmung ist zwischen der Rolle und Route? lege ich nicht besonders Wert drauf. Ja. Weil ich habe hauptsächlich dunkle Routen und hauptsächlich dunkle Rollen. Und auf eine dunkle Route passt auch eine helle Rolle. Von dem her, ich bin einfach nicht so der farbige Typ. Ja. Also so eine farbige Rolle, also die Joker, die es gibt, Mhm. die finde ich gar nicht geil. Aber jedem das sein. Auch die Ike, das... Die finde ich jetzt, also designmäßig, ja, eben, das muss dir gefallen. Mir gefällt es jetzt nicht wirklich, aber es ist halt geil. die Ja, Rolle. es muss dir gefallen. Genau. Es muss dir gefallen. Aber ich finde schon, das Matchup muss schon passen. Ja, Wenn's für mich wenn weniger ich finde, wichtig. jetzt ist schwarz-rot, jetzt gerade wieder bei der Maximus, Ja. finde ich, ist die Vanford Shimano passend. Natürlich, absolut, absolut, Ich finde schon, absolut. da kannst du nicht irgendeine goldige Rolle anhängen. Ja, klar, aber eben, ja, gebe ich dir recht. Aber du kennst natürlich eine Uni-Rolle, jetzt im Baitcast-Bereich, eine schwarze oder eine silbrige, würde auch passen. Von dem her, Klar. ja, da würde ich jetzt nicht eine rote Rolle montieren. Ja. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das. Gut, dann würde ich sagen, wir haben euch genug voll textet mit Vor- und Nachteilen yep. von einer Baitcaster und einer Stationärrolle. Ich hoffe, man ist einigermaßen nachgekommen. Sonst, Genau. der Nico beantwortet gerne alle Fragen auf dem heute habe ich es ein bisschen Fischverrückt-Profil. Genau, und zwar sehr in langer Ausführung, am liebsten kurze Texte. Genau. Und ich würde sagen, hey, wir gehen doch in die nächste Rubrik. Genau. Entweder oder. Jo! Heute bin ich dran. Ja, genau. Hast du Angst? Nein. Nein, heute habe ich im Fall keine perverse Frage, einfach schon mal. Ja, ich bin mir im Fall immer noch am überlegen, was für Fragen ich dir das nächste Mal stellen kann. Okay, komm, wir gehen zu der Ich ersten. bin einfach nicht so ein primitiver Typ wie du. Ja, Ja, wir gehen jetzt zu der ersten. Wow, ich habe am Schluss eine hure primitive. Nicht mich wundern, wie die beantwortet ist. Kescher oder Handlandung bei einem Hecht? hey, am Anfang voll Handlandung, mittlerweile Kescher. Weil ich habe so oft kaputte Hände gehabt, weil ich noch keinen Landehändchen hatte. Mittlerweile habe ich einen, aber Stark. irgendwie ja, ist es gleich so ein bisschen, ja, Kescher. Bei mir Mal wäre Kescher. es genau umgekehrt. Ich habe Wirklich? früher immer gecachert und ich finde mittlerweile Handlandung fast sicherer für den Fisch. Nicht für mich, für den Fisch, als im Netz. Bin ich nicht ganz deiner Meinung. Weil Wo ich nicht? finde, wenn du einen Meterfisch hast, der am Boot zu ist und du hebst den an den Kiemen raus, dann ziehst du den rauf,
Ich weiss nicht, ob das Ist jetzt die Frage eben, die wir haben, ob man den Fisch muss rausziehen muss. Du könntest ihn einfach je Für mich nachdem ja, aus dem Wasser nein, Meterfisch nehme ich raus. Meterfisch nehme ich raus, tue ich föteln, lasse ihn wieder rein. Gut. Mach ich. Meterfisch. Alles andere können wir darüber streiten. Gehen wir zur nächsten Frage. Wenn Ja. du müsstest einen Angeltag mit jemandem von diesen zwei verbringen, wer wäre es eher? Jetzt kommt sicher das in Schöne. Und wer Das noch? dein Schöne oder der Eule von Zick? Dumme Sieg. Ich weiss, dass du beide dumm findest oder einfach nicht sympathisch. Ja. Und ich muss wirklich einen von diesen beiden nehmen. Ja, du musst einen von denen nehmen. Und ich kann es nicht verschenken. Es ist entweder oder. Die Aussage unterstreicht nicht, dass ich mehr Sympathie für den einen als für den anderen habe, gell? Ja, ist logisch. Aber du müsstest einen Tag mit denen dich guiden lassen von einem von diesen zwei. Hey, ich glaube, dann würde ich den Eule nehmen, wahrscheinlich. Ja, aus dem Grund, weil... Weil ich glaube, der würde immer mal sagen, weißt du, als Fischer nur weiter, ich gehe dort in mein Jointli rauchen. Nehmen wir so. Dann in unserem Hobby ist halt Töten, gehört gleich ein bisschen dazu. Die Frage ist, sorry, ist mega primitiv, aber es nimmt mich gleich Wunder. Töten aus Notwehr oder tötet werden? Töten aus Notwehr. Ich bin ein Überlebenstyp. Gut. Also, ich hoffe es. Also nicht, dass wir jetzt auf der Straße angreifen. Molé, also ich glaube dann... Töten aus Notwehr? Ja, ich glaube schon. Boah. Du? Lieber. Gut, du bist Sozi. Eben ja, ich glaube, dort ist Ja. der Sozi mir, ich würde mich töten lassen. Wirklich? Ja, weil alles andere... Wenn ich tot bin, interessiert es mich nicht mehr. Und das andere, hey, ich mit dem Gewissen müssen leben, wenn ich jemanden Ja, es ist umgebracht habe. Notwehr. Nein, da hat er... nein. Also, hey, hallo, nein, der macht mir das Leben streitig. Nein. Da, Ja. nein. Okay, sorry, es Ja, ist wieder mal übel gewesen. Ja, ich komme vor wie Primaten. Ah, wir sind nicht Primaten. Ja, Ja, wir gut. gehen richtig Ende vom Podcast. Genau. Wir haben immer gesagt, wir machen keinen Ausblick. Ich glaube, es gibt schon so einen leichten Ausblick. Hey, ja, stimmt. Hey, bevor wir jetzt fertig machen, habe ich noch etwas. Und zwar haben wir eine neue Sonderfahrt vom Majorfish. Die nennt sich Bodensau. Ich gehe da noch ein Foto in die Story. Und wer kommt die über? Und zwar kommt die genau der erste Kommentar auf Spotify einmal zugeschickt über. Der erste Kommentar auf Spotify. Wenn du den gemacht hast, mach ein DM auf Fischverrückt, damit wir deine Adresse haben. Und dann gehört dir der Wobbler. Es ist ein 10 cm Zanderwobbler mit 13 Gramm und einer Lauftiefe von 1 bis 2 Meter schwimmend. Saubi, dann Gib würde deinen ich, Ausblick. dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Ausblick. Wir werden in der nächsten Episode einen Gast haben, wenn alles gut funktioniert. Und zwar sind wir da auf einen Wunsch gegangen aus der Community, die sich gewünscht hat, Anglergeschichten. Und ich glaube, die Person, die dort wird kommen, hat eine sehr spannende Geschichte. Absolut. Wie gesagt, es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht gut aus und eine sehr spannende Geschichte zum Erzählen. Das ist einfach schon mal der Ausblick. Genau. Dann ist es so, dass wir sicher eine kleine Sommerpause werden einlegen. Also ihr hört eine Folge noch mit einem Gast, wenn es klappt. Dort sei aber gesagt, dass wir noch nicht wissen, wir probieren es auf den Sonntag, wie gewohnt, können zu droppen. Genau. Sind uns nicht böse, wenn es später wird. Genau. Weil es ist doch Ferienzeit und es ist doch einiges los auch. Und ja, vielleicht wird es auch ein bisschen später. Genau. Und dann werden wir die, ich glaube, es ist dann die 17. Episode. Hey, warte, jetzt 14, 15, 16. Die 16. Jetzt sind wir in der 14., oder? Ja. Ja, genau, das ist die 15. mit dem Gast und die 16. Episode wird nach der Sommerferien. Genau, wie gewohnt nach der Sommerferien, schön am Sonntag. Alright. Jo, Perfekt. das wäre es für heute. Wir sind, glaube ich, draussen. Ich würde es auch meinen, ja. Hey, Spass gemacht mit dir, Nico, wie immer. Und bleibe gesund, haltet das Wetter aus und tschüss, gehen in die Ferien. Und darum gehen wir raus. Hey, Ciao zusammen, macht's gut. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie in den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!